Hallo zusammen!
Mega schön seid ihr alle da heute. Ich freue mich mega, euch zu sehen. Mein Name ist Franziska, ich bin von der Vineyard Bern und sonst bei den Link Kids am Sonntag. Ich habe gesehen, es sind schon einige Familien auch online. Hallo Amy, hallo Nate, hallo Benjamin, Jeremias, hallo Arwen und Jorim. Hey, mega cool, seid ihr dabei. Ich sehe auch, es sind noch ganz viele andere Kinder da. Es ist mega schön, schaut ihr heute zu und seid wieder dabei mit uns. Ich möchte heute ein Lied mit euch singen. Und zwar geht es da um Dankbarkeit. Manchmal ist es für uns so schwierig in der Zeit, dass wir traurig sind, dass wir unsere Freunde nicht sehen können. Wir sind traurig, weil wir die Großeltern nicht sehen können oder weil wir nicht so spielen können draußen, wie wir das wollen. Und trotzdem können wir echt dankbar sein. Wir können dankbar sein für das, dass wir genug zu essen haben. Wir können dankbar sein für unsere Familien. Wir können dankbar sein, dass der Frühling so schön da ist und die Sonne. Hey, für was bist du denn dankbar? Überleg mal. Ja, genau, für die Schoki. Da bin ich auch mega dankbar dafür, dass es Schoki gibt. Hey, und ich möchte mit euch jetzt ein Lied singen. Ihr wollt dir Danke sagen, Gott. Wir können nämlich Gott auch Danke sagen. Und es geht so, wir können auch eine Bewegung dazu machen und da Danke sagen mit Gebärdensprache. Das sind die Leute sprechen so, die eben nicht hören können und Danke wäre das Zeichen dafür. Also können wir sagen, ich wollte dir Danke sagen, Gott. Und die mega viel Energie haben, und das sind einige von euch, das sehe ich, die können wirklich hochspringen bei Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Und dann kommt eine Strophe und dann singen wir dazu, für was wir dankbar sind. Und dann kommt ein Teil und dann dürft ihr wirklich selber singen, für was ihr dankbar seid. Eben Danke für Jockey, Danke für die Mami oder was auch immer. Genau. Und deswegen legen wir jetzt los. Hey, steht doch alle auf. Ich sehe, es sitzen noch einige. Kommt, macht mit, das ist wirklich Fact. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Jedem Tag. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Danke für mein Leben, für jeden neuen Tag. Danke hast du mir gut gemacht, so wunderbar und einzigartig. Danke liebst du mich, weisst wer ich bin. Danke hilfst du mir zu werden, so wie du es bist. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Danke für mein Leben, für jeden neuen Tag. Danke hast du mir gut gemacht, so wunderbar und einzigartig. Danke liebst du mich, weisst wer ich bin. Danke hilfst du mir zu werden, so wie du es bist. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. So, jetzt seid ihr dran. Danke für Papi. Danke für Danke. Danke für Danke. Und dass du es liebst. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott. Ich will dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag.
Ja, hey, merci Gott für alles, was du machst und wie gut du zu uns bist. Wir können wirklich Danke sagen für das, dass du uns wunderbar und einzigartig gemacht hast. Jeden Einzelnen von uns. Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen, ein Beweis dafür, dass wir wirklich einzigartig sind. So, hallo zusammen, hier ist der Detektiv. So, wir wollen rausfinden, was uns so einzigartig macht. Und ihr habt bestimmt Ideen, was einzigartig an euch ist. Was ist denn bei dir einzigartig? Deine Größe? Ja, manche sind groß, manche sind klein, dick, dünner. Genau, was noch? Die Augenfarbe, genau. Haarfarbe, die Ohren, groß, klein, weiter vorne, weiter hinten. Genau, und, das haben jetzt einige schon vermutet, unser Fingerabdruck ist einzigartig. Und um den mal festzustellen, wie der denn genau ausschaut, kann man den Fingerabdruck selber machen. Indem man zum Beispiel eine Farbe nimmt, eintaucht und hier einen Abdruck macht. Und dann könnt ihr sehen, dass jeder einen anderen Fingerabdruck hat. Kleinere, größere, der Daumen, ein Zeigefinger. Und so könnt ihr ganz verschiedene Fingerabdrücke machen. Aber was machen jetzt Detektive mit diesen Fingerabdrücken? Wie kann man jetzt zum Beispiel rausfinden, wer dieses Glas angefasst hat? Und das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu ein Gefäß, Schleifpapier oder eine Nagelfeile, wenn ihr eine nehmen dürft, einen Bleistift und dann könnt ihr hier die Mine klein machen. Und da entsteht das Pulver. Und dieses Pulver brauchen wir mit einem Haarpinsel. Und mit dem Pulver können wir jetzt rein, ein bisschen abstreifen und auf dem Glas mal drauf, ganz vorsichtig drauf tun. Ihr könnt auch ein bisschen abpusten. So, jetzt kann ich da was sehen. Ihr könnt es auch ein bisschen sehen. Hier hat sich was abgesetzt. So, wir brauchen noch ein Stück Klebband, am besten ein breites. Und jetzt kommt der Trick. Das Klebband kleben wir vorsichtig da drüber. Und nun bleibt das Pulver an dem Klebband hängen. Und wenn ich das jetzt abziehe und auf ein weißes Blatt klebe, wird der Fingerabdruck sichtbar. Teilweise sind auch zwei sichtbar. Genau, und jetzt können wir mal vergleichen, welcher Fingerabdruck dazu passt. Und das nennt man Abdruckverfahren. Genau, und das Fachwort davon ist Daktyloskopie. Von Daktylos Finger und Skopie von Schauen. Und es kommt daher, weil unsere Finger haben ganz viele kleine Rillen. Die nennt man Papillen. Und da jeder Finger Schweißdrüsen hat, die Salz bilden und das Salz dann eintrocknet, kann man das dann eben erkennen, wie unsere Papillen sind. Zum Beispiel Kreiselmuster oder Schleifenmuster oder Bogenmuster. Das heißt, wenn ihr die ganz genau anschaut, könnt ihr jetzt rausfinden, das hat hier ein Schleifenmuster. Und wenn ich schaue zu mir, das war mein Fingerabdruck. Das heißt, ich habe dieses Glas angelangt. Es ist jetzt bewiesen. Und das könnt ihr daheim auch machen, indem ihr das zum Beispiel bei Gläsern, bei Türklinken, auf irgendwelchen geraden Flächen macht. Da geht es am besten. Und mir zeigt es einfach, hey,
Jeder von uns ist so einzigartig und einmalig. Wir haben verschiedene Fingerabdrücke und wusstet ihr, nicht mal Zwillinge, eineige Zwillinge, die eigentlich genau gleich ausschauen, nicht mal die haben den gleichen Fingerabdruck. Hey, und du bist einzigartig und es ist mega gut so. Gott hat jeden anders gemacht. Und anders ist nicht schlecht, anders ist mega gut, weil jeder ist anders. Und jetzt? Hey, krass! Krass, Test! Jassi! Test! Achtung, Jassi! Ha? Ah, Jassi, ja, du darfst jetzt. Ja, krass! Hallo, Kamerama! Hallo! Jassi, wir sind schon auf Sendung. Oh, schon jetzt? Ja, du musst vielleicht lieber den Kindern Hallo sagen. Oh! Hey, ciao Kinder! Jack! Ich sehe euch alle! Oh, das ist nicht gut. So. Hallo, liebe Kinder, hallo zusammen. Du, Jassi, vielleicht sollten wir uns zuerst mal vorstellen, da keine Ahnung, wer wir sind. Oh, wirklich? Also ich bin die Jassi. Ja, und sonst vielleicht noch, was muss man über dich wissen? Ich bin die Jassi. Ich esse gerne Schoki. Zum Glück war Ostern. Jetzt habe ich 10 Kilo Schoki. Und das ist Antonia. Okay. Das ist nicht so gut für mich. Okay. Super, also das ist das Wichtigste, was man über uns wissen muss. Genau. Und das einen Fingerabdruck, das mache ich auch, Franzi, gell? Das machst du sofort, wenn wir daheim ankommen. Ist gut? Super, ja. Ich bin ein bisschen nervös heute. Ich war noch nie live auf Sendung. Okay. Jassi, wir sind eigentlich da, um eine Geschichte zu erzählen. Oh ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Entschuldigung. Okay. Hast du irgendeine Idee? Wir könnten irgendeine Geschichte erzählen, die zu diesem Fingerabdruck passt. Lass mich überlegen. Ich weiß eine. Welche? Die von Renato. Die vom Renato? Ja, die hast du mir doch gerade gestern erzählt. Ich kenne gar keinen Renato. Da nicht der Weckli. Der mit den Brötchen, nicht der Weckli. Aha, ja, jetzt weiss ich. Ich habe gar nicht gewusst, dass er Renato heisst. Ja, du hast gesagt, er hat keinen Namen. Dann habe ich gedacht, der Arni, der braucht einen Namen. Jetzt heisst er Renato. Okay. Also machen wir es so. Ich erzähle Geschichte, du tust immer wieder kommentieren. Ist gut? Ja, das kann ich super, sehr gut. Genau, das wissen wir. Also, ich erzähle euch eine Geschichte von Jesus und dem Renato. Von Jesus und dem Renato. Und zwar, es ist wieder mal so gewesen, dass Jesus mit mega vielen Leuten, nämlich genau nicht 5000, genau, 5000 Männer, Frauen und Kinder, genau, mit denen war er auf einer riesigen Wiese. Und er hat zum Beispiel den Kindern Geschichten erzählt. Hey, sehr cool! Er hat zum Beispiel Lahme und Kranke geheilt. Krass! Er hat den Erwachsenen Sachen erklärt. Langweilig? Ja, sie. Okay, weiter. Auf jeden Fall war er mega lang mit all diesen Leuten dort auf dieser Wiese und irgendwann ist es oben geworden und die Jünger haben gefunden, hey, Jesus, irgendwie müssten wir langsam für die Leute schauen, dass die etwas zu essen haben. Die haben alle den ganzen Tag nichts gegessen. Und das Blöde ist, da in dieser Nähe hat es kein Migros. Was? Hat kein Migros gegeben. Okay, kein Migros. Merit, es hat kein Merit gehabt. Okay, auf jeden Fall haben sie sich Sorgen gemacht. Und dann hat Jesus gesagt, hey, kein Problem. Geht doch her und besorgt etwas. Aber gell, kein Merit, das war das Problem. Ja, das war das Problem, genau. Und die Jünger waren völlig überfordert. Und jetzt eben kommt der Renato. Genau, jetzt kommt der Renato ins Spiel. Und zwar war dort ein Bub, der hat 5 Brötchen. Nein, Weckli. Er hat 5 Weckli und 2 Fische gehabt. Und der Renato, der war
losgerannt, wo der gesehen hat, was das Problem ist. Ist der gerannt. Rennen! Renato! Checkst! Ah, schlau. Darum Renato. Gut, super. Okay, also der Renato ist losgesäckelt zu Jesus und hat gesagt, hey Jesus, ich habe 2 Fische und 5 Weckli, 5 Weckli und die kannst du haben, wenn du die brauchen kannst. Krass! Genau. Und Jesus hat gesagt, hey Renato, super, merci vielmals. Die kann ich brauchen. Und Jesus hat all diese Sachen genommen, hat zum Himmel hochgeschaut und hat Gott Danke gesagt für die 5 Weckli und für die 2 Fische. Und du glaubst es nicht. Er hat dann gesagt, hey Jünger, jetzt können dir die 5 Weckli und die 2 Fische allen Leuten verteilen. Und das Krasse war, die 5 Weckli und die 2 Fische haben sich vermehrt und für alle Leute hat es gelangt. Hey, 5000 Männer, alle Frauen, alle Kinder, alle haben genug gehabt. Tschack! Genau, das ist wirklich eine krasse Sache. Und ja, jetzt weiss ich, warum du findest, dass die Geschichte so gut passt. Weil einmalig, was ist an dem Renato einzigartig und was ist wirklich eine Stärke von dem? Hey, der Renato, der ist mega grosszügig und er kann mega gut teilen. Ich meine, alle Leute haben Hunger gehabt und der gibt seine Weckle und seine Fische ab. Ja, und er kann gut rennen. Genau, er kann auch noch gut rennen. Im richtigen Moment lossäckeln. Rennen, nicht säckeln. Rennen. Auf jeden Fall ist das einzigartig an diesem Renato. Ja, ich finde das super, der Renato, der ist gut. Genau. Hey, jetzt kommt mir gerade eine gute Idee, was ihr könnt in dieser kommenden Woche zusammen ausprobieren. Oder euer Auftrag, was euer Auftrag ist. Was? Ich will auch einen Auftrag. Also erstens Fingerabdruck, gell? Genau, das ist der erste Auftrag. Der zweite. Hey, trefft euch doch oder hockt als Familie in einem Kreis zusammen. Dann geht immer einer in die Mitte und dann sich alle anderen überlegen, was ist an der Person, die jetzt gerade in der Mitte ist, was ist an der besonders? Was kann die Person einzigartig? Und ja, sie? Ich tue schon noch überlegen. Okay. Was kann die Person einzigartig? Und wie kann die Person echt das, was sie einzigartig kann, für andere brauchen, dass andere Freude haben? So wie der Renato. Ja, 5000 Männer, 5000 Frauen, 5000 Kinder haben genug wegen ihm. Genau. Also, das war wirklich eine satte Sache. Ich weiss schon was. Was? Ich weiss, was ich mache. Hast du schon eine Idee für dich? Aha. Willst du erzählen? Aha. Also? Okay, also ich kann mega gut Witze erzählen. Ich sage, dass meine Witze sind die krassesten. Das haben wir schon alle fast gedacht. Eben. Und ich nach. Kann ich das Handy brauchen? Mein Handy? Kannst du es auslehnen, ja? Okay, sehr gut. Also ich nach. Ich tue 3 Witze ausdenken. Dann mache ich eine Aufnahme von 3 Witzen und ich schicke es der Olga. Das finde ich eine super Idee. Wer ist die Olga? Müsstest du vielleicht noch den Kindern erzählen. Die Olga ist meine Nachbarin, die nie aus dem Haus raus darf. Das ist so eine Arni. Hey, nein. Hey, super Idee, Jasi. Gell? Habe ich gedacht. Hey, und wenn du zum Beispiel mega guten Purzelbaum kannst, hey, dann studiere Zirkusfahrführung ein, tu die aufnehmen und jemandem schicken. Hey, cool. Oder mir kannst du es auch schicken. Ja, oder sonstige Leute. Okay. Oder wenn du mega gut daheim kannst helfen, in der Küche zum Beispiel, hey, dann backen Kuchen, Schokokuchen für mich. Oder für den Nachbar oder so. Oder für mich. Okay. Du kannst irgendwie überlegen, was kannst du gut, wie kannst du anderen Freude machen damit. Okay, also ich muss jetzt gehen. Warum musst du jetzt gehen? Ja, Sitz nach Fingerabdruck, ja, haben viel zu tun heute. Okay, also wir gehen jetzt dann. Wir müssen jetzt eigentlich sowieso gehen. Ich glaube, jetzt sind dann schon bald die Erwachsenen dran. Oh, wirklich? Ja, jetzt ist noch 10 Minuten über Pause und dann ist der Livestream vom Gottesdienst. Oh krass, könnt ihr auch schauen? Ja,
Neben dem, dass wir den Fingerabdruck machen und... Ah ja, und jetzt erzählen. Ja, genau, okay. Hey Kids, tschak, tschak. Cool gewesen mit euch. Bis zum nächsten Mal, okay? Ciao zusammen. Ich bin Xenia, 3 Tage in der Woche arbeite ich momentan im Homeoffice und 2 Tage studiere ich auch von daheim aus, bin also immer daheim. Was mich in dieser Zeit herausfordert, ist, dass ich meine Freunde, die ich sonst viel sehe, nicht sehen kann, live. Und das fehlt mir. Was mir aber hilft, im Glauben dran zu bleiben, ist, dass ich meine Alltagsstruktur behalte, wie ich es schon immer habe, dass ich am Morgen früh aufstehe, meine Zeit mit Gott verbringen, wenn ich das immer mache und nicht arbeiten oder so. Und durch das habe ich meine Zeit mit Gott, kann auftanken, weiss, dass er in Kontrolle ist in dieser Welt, die im Moment über Kopf steht. Und dass er mein Frieden und meine Ruhe ist. Genau. Und was mir sonst noch hilft, sind auch meine Freunde, also meine Wegenkolleginnen, wo wir momentan viel mehr Zeit zusammen haben, wo wir alle daheim sind und mit ihnen können einen Worship-Abend machen oder einen Gebetsabend, hilft mir sicher sehr. Hallo zusammen, ich bin Salome, ich habe Asthma und bin darum Teil der Risikogruppe. Was mir in dieser Zeit hilft, sind natürlich die Kinder mit ihrer Lebensfreude, die mich viel ablenken. Und auch mit ihrem Chaos, das mich ablenkt. Es berührt mich die Hilfsbereitschaft, dass uns wildfremde Leute einkaufen, Freunde, die uns einkaufen, regelmässig uns Zeug bringen. Lustige Memes helfen mir, Insta-Stories, so, wie zu merken, wir sind alle irgendwie in diesem Ding drin. Und natürlich zu wissen, dass wir privilegiert sind in der Schweiz. Wir haben alles, was wir brauchen. Und an die ärmeren Länder zu denken, die einfach wirklich im Seich sind. Mir hilft zu wissen, dass der Schöpfer Gott selber, der Lebensgeber, hier ist, in mir, um uns herum. Und dass er viel, viel stärker ist schlussendlich. Und irgendwie zu versuchen, immer mit dem verbunden zu sein und in dem probieren zu leben. So gut wie es geht. Wir haben die privilegierte Situation. Wir haben die privilegierte Situation, dass wir keine Kinder mehr daheim haben und im Haus genug Platz haben, für Homeoffice zu machen. Genau, das funktioniert für mich super gut. Ich kann eigentlich den grössten Teil von meiner Arbeit tiptop von daheim aus machen, habe Kontakt mit meinen Leuten, kann Meetings abhalten über Teams. Das geht alles gut. Und sogar die Kantine daheim funktioniert einwandfrei, muss ich sagen. Als Kantinenpersonal habe ich jetzt auch genug Möglichkeiten und Zeit, neue Rezepte auszuprobieren. Ja, super. Und was uns noch wichtig ist, wir stehen am Morgen zur gleichen Zeit auf wie sonst, wenn wir zum Haus ausgehen. Und das gibt uns sofort die Möglichkeit, dass wir auch die manchmal längeren Textvorschläge von Bill können alle lesen. Genau. Wichtig ist es auch, Kreativität in Beziehungen hineinzubringen. Ich nutze dazu das schöne Wetter, um mich mit Leuten zu treffen,
einen ausgiebigen Spaziergang zu machen. Tschüss zusammen, macht's gut. Ganz herzlich willkommen heute Abend im Livestream von der Vineyard Bern. Ich freue mich richtig, mit dir zusammen den Gottesdienst zu feiern.
du kannst dir richtig vorstellen, wie schön es wird sein, wenn wir uns wieder werden sehen, live, zusammen am gleichen Ort. Die Woche hatte ich die Freude, verschiedene Leute aus der Vignette Bern zu treffen, in der Stadt auf Distanz. Jonas und Olaf beispielsweise. Oder Marina und Kevin. Es war so schön, euch zu sehen. Oder Mom und Dad, auch wenn es ein bisschen komisch war, sich nur aus Distanz zu sehen. Ich freue mich auf den Tag, wo wir uns wieder live sehen können, miteinander vor Ort. Vor diesem Gottesdienst haben sich schon die Wingkids getroffen und haben in diesem Programm einen spannenden Text gesehen und eine coole Übung, einen Versuch gemacht, wo man sieht, wie einzigartig jedes Einzelne ist. Und das ist ja so. Gott hat uns einzigartig gemacht. Und jedes Einzelne von uns bewusst gemacht. Das braucht die und mich. Wenn ich aber die Geschichte der Bibel anschaue, dann fällt mir auf, dass er nicht nur den Einzelnen speziell gemacht hat und braucht, sondern dass er immer und immer wieder ganze Familien oder ganze Stämme, ganze Völker gebraucht hat. Dass er jemandem wie einem Abraham hat gesagt, hey, ich will mir zeigen, durch dich und deine Nachkommen. Und dann ganze Völker so einen Auftrag hatten. Und meine Lieben, genauso ist es so heute. Wir haben als Vignette Bern, hat Gott uns etwas Einzigartiges anvertraut. Es braucht nicht nur der Einzelne mit seinen einzelnen Fähigkeiten, sondern wir miteinander haben einen richtigen Schatz anvertraut bekommen. Und ich denke, gerade in dieser Zeit vom Lockdown spüren wir etwas von dem, wo wir viel mit uns selber alleine sind, merken wir plötzlich, da hat es eine Gemeinschaft, die Kraft hat. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir das miteinander werden können entdecken wieder. Teil von dieser Berufung, Teil von diesem grössere Gemeinschaft sein, ist, dass wir eben nicht alleine da stehen, sondern dass wir uns brauchen lassen, als Segen für die Menschen um uns herum. Und wenn ich jetzt an unsere Schweiz denke, oder wo diese Woche der Bundesrat den Weg aus dem Lockdown raus hat angefangen zu verkünden, dann weiss ich von vielen von unseren Freunden in Afrika oder in Asien, dass das noch lange nicht der Fall ist. Zu sehen, dass gerade einige von ihnen, die wir Kontakt hatten, diese Woche richtig eine Liebe und Seele herausgefordert sind. Und meine Lieben, wir haben vor einer Woche eine Nothilfeaktion gestartet, wo wir gesagt haben, wir sind Teil einer grösseren Gemeinschaft. Unsere Familien in anderen Ländern, eben Afrika, aber auch in Asien, die leiden. Ihre grösste Gefahr ist nicht am Corona zu sterben, sondern am Hunger, weil die Märkte zu sind, weil ihre Einnahmequellen versiegt sind. Und ich freue mich, dass wir in dieser ersten Woche hier in Bern über 30'000 Franken zusammengelegt haben, wo wir einfach einen Menschen in grösster Not zum Teil schon überweisen können. Und zusammen mit den Vignette im deutschsprachigen Raum sind es sogar schon über 60'000 €, die zusammengelegt wurden. Und so haben wir in dieser Woche schnell schon über 150 Familien in 8 Ländern direkt helfen können. Vielen herzlichen Dank. Und wenn du dich auch beteiligen willst, sagen, hey, auch wenn wir auch leiden, sehen wir, es gibt Menschen in unserer Familie, die noch viel grössere Not haben. Wir wollen uns beteiligen als Akt vom Zusammenstehen, als Akt von der Solidarität. Dann siehst du eine Folie eingeblendet. Du kannst nämlich über unsere Website dich daran noch beteiligen. Merci vielmals. Und so sehen wir, dass wie 2 Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite das Einzigartige, das Gott jedem Einzelnen gegeben hat, auch dir. Und dass Gott jedem Einzelnen von uns begegnen will, ganz persönlich. Und gleichzeitig, dass er uns dann auch im Miteinander braucht. Und genau für das möchte ich beten, zum Einstieg in diesen Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass du uns so einzigartig gemacht hast. Jeden Einzelnen siehst, jeden Einzelnen ernst nimmst und jedem Einzelnen begegnen, wo er steht. Und gleichzeitig danke ich dir, dass dort, wo dein Fingerabdruck in uns ist, das Einzigartige, das wir tragen, Jesus, dass du uns gleichzeitig im Miteinander brauchst. Dass du uns gleichzeitig, dass wir nicht einfach alleine dastehen, sondern dass du uns in eine Gemeinschaft hineingestellt hast. Und uns brauchen als Sagen, Sachen miteinander zu tun, die wir alleine nicht könnten. Wie man das im Bild vom Körper gut sieht. Und Jesus, so bitte ich dich heute auf der einen Seite um Begegnungen mit dir, dass jeder, der an diesem Livestream dabei ist oder nachher schaut, bei sich hat, dort wo er ist, eine Begegnung mit dir erlebt, eine Berührung mit dir erfahrt, wie du eingreifst in seine Situation. Und gleichzeitig auch merkt, hey, Moment, Gott will nicht nur mir begegnen, sondern er will mich brauchen im Miteinander. Und so braucht er uns miteinander als Segen, dass durch unsere Gemeinschaft deine Liebe, deine Kraft sichtbar wird. Danke dir dafür.
Amen. Und jetzt nehmen wir uns einfach eine Zeit, wo wir miteinander Gott anbeten. Das sind gesungene Gebete, wenn das für dich ungeläufig ist. Das heisst, wir tun nicht einfach Lieder singen, sondern wir drücken ihm eigentlich damit unsere Liebe, unsere Wertschätzung, manchmal auch unsere Ängste und unsere Trauer aus. Auf jeden Fall das, was uns bewegt. Hallo zusammen. Ich habe mich auch extrem gefreut, heute mit euch und mit dem Gianni zusammen Gott einfach anzubeten. Ich merke, in dieser Zeit, in der wir drin sind, ist Anbetung einfach etwas, was mir extrem hilft, immer wieder meine Perspektive auf ihn auszurichten. Und ich freue mich aber auch schon riesig, wenn wir dann wieder alle zusammen sein können und einfach so zusammen die Worship-Zeiten feiern können. Das ist etwas, wo ich mich schon jetzt mega darauf freue, mit dir zusammen wieder Gott anzubeten, wenn wir zusammenkommen. Genau, lasst uns jetzt einfach ihn anbeten, ihn ehren und ihn erheben in dieser Zeit. Wir sehnen uns nach deiner Nähe. Wir suchen deine Gegenwart. Wir öffnen uns für die Berührung. Wir warten auf die Herrlichkeit. Zieh du ein. Zieh du ein, öffne Tor von deiner Herrlichkeit. Zieh du ein, du bist und bleibst Herr von Herrlichkeit. Du bist mein Vater und doch heilig. Du hast uns gerettet, Sohn von Gott. Du gibst uns die Fülle jeden Morgen. Du willst uns jetzt gerade Neues sehen. Zieh du ein. Zieh du ein, öffne Tor von deiner Herrlichkeit. Zieh du ein, du bist und bleibst Herr von Herrlich. Zieh du Jesus, zieh du öffne Tor von deiner Herrlichkeit. Zieh du ein, du bist und bleibst Herr von Herrlichkeit. Ja, Jesus, zieh du ein. In jede Stube, jetzt gerade in diesem Moment, Herr. Wir wünschen uns einfach so Begegnungen in unseren Zuhause zu haben mit deiner Gegenwart. Weil deine Gegenwart ist das, was uns einfach verändert, immer wieder unsere Perspektive ausrichtet. Und ich wünsche mir so, dass du einfach neu in unsere Zuhause gehst, in unsere Stuben und unsere Herzen einziehst in diesem Moment. Uns neuen Frieden schenkst, neue Ruhe schenkst, Herr. Dass wir bei dir dürfen ankommen, Herr. Oh, zieh du ein, zieh du ein. Oh, zieh du ein, Jesus. In unsere Herzen, in unsere Daheime, jetzt in diesem Moment. Du rissisch jede Mauer weg, wenn du uns mit deinem Geist berührst. Der ist normal,
das Wunder geschehen, dann ist nochmal die Erweckung geschehen. Du rissest jede Mauer weg, wenn du uns mit deinem Geist berührst, dann kann es auch mal ein bisschen wilder sein, dann kann es auch mal ein bisschen crazy sein. Du rissest jede Mauer weg, wenn du uns mit deinem Geist berührst, dann ist nochmal das Wunder geschehen, dann ist nochmal die Erweckung geschehen. Du rissest jede Mauer weg, wenn du uns mit deinem Geist berührst, dann kann es auch mal ein bisschen wilder sein, dann kann es auch mal ein bisschen crazy sein. Du bist und bleibst Herr von Herrlichkeit. Zieh du ein, Jesus, zieh du ein. Öffne Tor von dir Herrlichkeit ganz neu. Zieh du ein, zieh du ein. Du bist und bleibst der Herr von Herrlichkeit, der Herr von Herrlichkeit. Soll jetzt einziehen in dein Daheim, in dein Herz hinein. Sprengst du mit deiner Liebe. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. Es ist so wahr. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness all my life, all my life, oh. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it keeps running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it keeps running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing, I will sing of the goodness of God. Ja, Vater, das ist einfach mein Gebet vom tiefsten Ort von meinem Herz. Merci, merci für deine Vertrauenswürdigkeit, für deine Treue. Du bist so gut gewesen, wenn ich über mein Leben, wenn ich über die Zeit von uns als Gemeinde, über unserem Land anschaue. Was für eine treue, wunderbare Gott und Vater du doch einfach bist. Und in jeder Zeit, du es einfach so würdig bist, angebetet zu werden und erhoben zu werden, Herr. Ich möchte jetzt mit euch noch ein Lied teilen, das ich in den letzten 2 Monaten geschrieben habe. Ich habe noch heute am Namen im Steffel geschrieben, hey, wegen der Bridge. Es ist also immer noch nicht, es ist fertig, aber es hat hier immer noch vielleicht Teile, die sich dann plötzlich ändern. Aber ich habe einfach mega das Gefühl gehabt, dass ich das Lied mit euch teilen soll, weil mir denkt, dass einfach, ja, das Lied irgendwie für die Zeit jetzt ist. Und ich hoffe, dass es dich einfach segnet jetzt in dieser Zeit. Die Geist erfüllt mir ein mit Stärke. Du gehst mit Flügeln, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir, du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr. Dann bleibst du gleich bestehen. Dann bleibst du gleich bestehen. Die Geist erfüllt mich neu mit Stärke. Du gehst mit Flügeln, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir.
weil du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, du bist gütig, du versagst die Schöpfung treu. Du bist die Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Halleluja. Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, du bist gütig, die Schöpfung versagst du treu. Du bist die Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Alles mag vergehen, doch du bleibst bestehen über alle Zeiten. Bleibst du bestehen. Alles mag vergehen, doch du bleibst bestehen über alle Zeiten. Bleibst du bestehen. Alles mag vergehen, doch du bleibst bestehen über alle Zeiten. Bleibst du bestehen. Bleibst du bestehen. Was für ein Gott du doch bist. Gott du doch bist. Bis in die Ewigkeit bist du das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Du hast alles in deiner Hand. Und das Weltall hast du zusammen. Das Weltall hast du zusammen. Deine wunderbaren Herr. Du hast alles in deiner Hand. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Das Weltall ist in deiner Hand. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Es ist genauso wie du bist.
is who you are. That 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 is who you are. And that is who you are. That is who you are. Kom met het happening. That is who you are. 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 Genau, das bist du, Herr. Ein wunderbarer Gott. Amen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich habe mich enorm gefreut, darf ich heute euch hoffentlich Liebe, Güte, Glauben, Hoffnung weitergeben. Ich selber habe gefühlt irgendwie 5-6 Stunden von Botschaft in mir, die ich jetzt irgendwie versuche, auf 15-20 Minuten abzuschrauben. Merci, Conny, für den Song, wo du noch im Prozess bist mit dem Heiligen Geist. Der kommt so richtig gut. Du hast so viele Wahrheiten gesungen. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Nicht nur das, sondern der Anfang und das Ende ist in ihm innen. Und laut von der Bibel können wir wissen, wie das Ende wird ausgehen, sondern dass Jesus Christus Sieger über allem wird sein. Und wenn man oftmals in einem Film das Anfang und das Ende sieht, weiss man eigentlich auch, plus minus, was dazwischen wird passieren. Und darum können wir eigentlich davon überzeugt sein, dass das Coronavirus oder der Find oder sonst irgendwie etwas anderes nicht dafür verantwortlich wird sein, dass die Menschheit wird zugrunde gehen, sondern es ist bereits vorgeschrieben, dass Jesus Christus Sieger wird sein, weil er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende. Oder auch, was Conny gesungen hat, dass, wenn wir nur noch einen haben, das mehr als genug ist. Und es gibt so viele Leute oder Christen, die sagen, Jesus ist alles, was ich brauche. Aber du kannst nicht wirklich sagen, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er nicht das Einzige ist, was du hast. Und in dieser Zeit ist Jesus vielleicht mehr und mehr zum Einzigen geworden, was viele Leute hatten. Und viele konnten realisieren, hey, auf welchem Boden, auf welchem Grund habe ich mein Haus gebaut. Auf dem Fels oder auf Sang. Und diese Leute sind vielleicht mehr zum Rütteln und diese weniger. Und das spielt nicht eine grosse Rolle. Solche Zeiten kann Gott wirklich brauchen, um uns aufzuzeigen, wie und wo wir verankert sind. Es sind ganz viele gute und grosse Chancen in diesen Sachen verankert. Darum wird meine Predigt eigentlich heute darum gehen, wie dass wir in solchen Zeiten weiterhin eine anbetende Haltung haben können, um einfach weiter durchzubrechen und das Reich Gottes auszubreiten, dort wo wir sind. Weil unser Auftrag hat sich eigentlich nicht gross geändert. Vielleicht sieht äußerlich sieht vielleicht vieles anders aus, aber der Kern, die Identität von das, was wir sind, das ist immer noch das Gleiche geblieben. Der Alan Scott hat vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Christen in guten Zeiten keine Konsumenten sind, und darum in schlechten Zeiten keine Problemlöser. Und das ist absolut wahr, weil wir sind in jeder Zeit Anbeter. Egal wo wir sind, egal in welcher Zeit wir uns befinden. Das ist unsere ewige Bestimmung, wo wir dazu prädestiniert sind, hier auf der Erde zu machen. Und am Himmel wird es die einzige Aktivität sein, Gott einfach anzubeten. Und auch ich bin vor ein paar Wochen, 3-4 Wochen ist das etwa her, ins Coop gegangen. Ich hatte noch eine Rolle WC-Papier bei mir daheim gehabt, und das ist kein Witz. Und ich habe dann gedacht, ja, das Jägisdorf in diesem Budendörfli, ausserhalb von Bern, sind die Leute doch vernünftig, die haben doch keine Angst, gehen keine Notvorratskäufe machen und so weiter. Und ich stand vor dem leeren Regal und habe realisiert, jedes WC-Papier war ausverkauft gewesen, im nächsten Tag nochmal das Gleiche und im übernächsten Tag nochmal das Gleiche. Und ich war einfach dankbar gewesen, habe in dieser Zeit nicht den Durchfall gehabt. Mein Mitbewohner war dann in Basel und ich habe gesagt, hey, kannst du irgendwie von Basel WC-Papier mitnehmen? Unser Vorrat geht langsam aus und Gott ist treu und gut gewesen, hat sich als Versorger offenbart und er ist mit einer ganzen Packung WC-Rollen heimgekommen. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt in dem Moment, als ich vor dem leeren Regal gestanden bin. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die Schweizer kaufen so viel WC-Papier, so viel können die gar nicht kübeln auf dem WC und so weiter und so fort. Und
nach dem Kurzaufregen, es war wirklich nicht lang, habe ich wirklich gemerkt, hey, die Leute die leben ihre Angst, die sie dazu verleitet hat, die Notvorräte einzukaufen. Es ist völlig irrational für die meisten, hoffentlich haben sie das im Nachhinein noch gemerkt, aber in dem Moment waren die Leute wirklich gefesselt von der Angst, dass sie möglichst viel irgendwie daheim haben. Und irgendwie habe ich dann wie eine Barmherzigkeit bekommen, für die beten. Und es gibt auch sicher viele Christen, die ihre Angst leben momentan. Und dort möchte ich einfach dir auch sagen, hey, hab kein schlechtes Gewissen. Es ist immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren, dass Leute mir haben gesagt, ich bin nicht ein guter Christ, ich habe immer noch Angst, ich lebe in Angst und so weiter. Und das ist genau das, was der Find will. Und Angst, wenn man es aus einer anderen Perspektive sieht, kann es eigentlich auch Gnade von Gott sein, dass wir Angst erleben können. Warum? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 18, ist es, heisst, dass die perfekte Liebe die Furcht oder die Angst austreiben. Darum schaut die Angst eigentlich an, aus Einladung ein grösseres Maß von Liebe von Gott jetzt in deinem Leben zu erleben. Angst ist eigentlich nichts anderes als eine Offenbarung, dass wir unsere Identität in Jesus immer noch machen können. Es ist nicht Angst, die wir haben und denken, oh, der Feind hat mich jetzt wieder irgendwie gepackt, ich bin gefangen. Sondern schau Angst als etwas an, wo der Vater seine Hand ausstreckt und sagt, Sohn oder Tochter, hier hast du ein neues Maß von meiner Liebe, das mit dieser Angst wird übereinstimmen, sondern sie wird überdecken sogar, dass du nicht in dem leben musst. Oder schau es so an. Ohne Angst hätten wir nicht die Möglichkeit, mutig zu sein. Ohne Glauben hätten wir keinen Zweifel. Ohne Unsicherheit, Ängste, hätten wir auch nicht die Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Auch die Zeit, die wir jetzt sind, ist so eine gute Möglichkeit, die guten Muskeln zu trainieren. Das, was Gewicht für unsere normalen Muskeln sind Ängste, Unsicherheiten, wie für unseren Glauben oder unser Vertrauen in Gott. Und von dort her haben wir auch ganz viele gute Möglichkeiten, als Söhne oder Töchter Gottes in eine neue Dimension hineinzustellen, um unsere Beziehung mit dem Herrn zu stärken. Und klar, das Coronavirus ist beängstigend wegen vielen Sachen. Es ist ein unsichtbarer Feind. Er ist unberechenbar, weil wir wissen, was sich das Virus aufhalten. Ich habe mir schon manchmal überlegt, und nicht, weil ich irgendwie Angst habe oder mega Respekt, aber wie viele Personen sind an mir vorbeigelaufen, die das Virus schon hatten? Oder wie nah war ich schon diesem Virus gewesen? Wer weiß, vielleicht hatte ich es schon auf den Händen und weil ich ganz brav, weil ich im Bund folge, meine Hände immer gut wasche, habe ich das Virus vielleicht zerstören. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht auch so, es könnte in jeder Ecke sein, wo wir eigentlich irgendwo hergehen. Es ist unsichtbar, niemand weiß genau, wo sich das befindet. Und ich habe mir so überlegt, wenn es eine Gruppe von Leuten gibt, die eigentlich weiss, wie das mit einem unsichtbaren Gegner umgeht, sind das wir Christen. Wir sind geboren, für im Unsichtbaren zu kämpfen. Wir haben nichts anderes gekannt, weil wir immer den unsichtbaren Gegner hatten. Und die Bibel sagt es so. Ich lese vor, vom Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistigen. Und weil wir gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfen, hat Gott uns so unsichtbare Waffen gegeben. Und es heißt im 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankensgebäude. Die unsichtbaren Waffen, die Gott uns gegeben hat, sind nicht einmal in erster Linie da, um irgendwie den Find zu bekämpfen, sondern um die überspitzten Gedankensgebäude. Es geht um unsere innere Welt. Wir können so nicht zerreissen, dass wir uns füllen mit der Liebe von Gott, mit dem Bewusstsein von der Gegenwart Gottes und uns nicht irgendwie gefangen lassen vor Angst. Die Bibel sagt, nimm deine Gedanken gefangen. Warum? Damit sie dich nicht gefangen nehmen. Du hast die Möglichkeit, die Angst gefangen zu nehmen, dass du nicht vor Angst gefangen bist. Weil nochmal, Gott hat uns nicht einen Geist vor Angst gegeben, sondern einen Geist vor Liebe, Zucht und vor Versöhnung. Wir sind nicht mehr Sklaven vor Angst. Ich will aber noch sagen, dass es auch okay ist, Angst zu haben, solange du nicht in der Angst lebst. Ein grosser Teil von Angst ist zum Teil, würde ich sogar sagen, ist einigermaßen gesund. Ich war vor einem Jahr in Südafrika, wir haben dort eine kleine Safari gemacht und dann waren dort recht grosse Löwen und die haben recht hungrig ausgesehen. Wenn ich absolut keinen Respekt oder Angst vor diesen Löwen hatte, wäre ich auch aus dem Auto rausgekommen, um mit diesen Löwen zu spielen. Und das wäre eine enorm schlechte Idee gewesen. Und dort hat die Angst, mich beschützen vor etwas Bösem. Kleine Kinder haben Angst, auf die Straße zu säckeln, wo Autos kommen. Und dort hat die Angst etwas Gutes. Gott kann also Angst geben. Ich sage nicht, dass
jede Angst vom Teufel ist. Es heisst hier, Gott hat uns nicht einen Geist vor Angst gegeben. Es heisst nicht in der Bibel, dass Gott uns absolut keine Angst gibt, sondern dort können wir auch gut differenzieren. Und ich möchte eigentlich damit sagen, hey, wir haben so eine gute Möglichkeit, jetzt von unseren Überzeugungen herzustehen, in Gott zu glauben und so das Reich von Gott auszubreiten. Die Angst vor dem Virus wird für 99,5% schlimmer sein als das Virus selber. Sich Sorgen zu machen, kann so einen Effekt auf unseren Körper haben, dass wir krank werden, seelischen Stress bekommen oder in Depressionen verfallen. Darum ist das, worüber wir uns sorgen, eigentlich viel weniger schlimmer als die Sorge selber. Und ich habe in den letzten Jahren 2 enorm kuriose Geschichten gelesen zu diesem Thema. Und zwar hat sich ein Mann in einem Kühlungsraum eingeschlossen. Der hat mit diesen Räumen irgendwie gearbeitet, in einem Kühlungswagen war es, Entschuldigung. Und er ist nicht rausgekommen und hat dann gemeint, okay, ich werde hier nicht überleben, ich werde sterben. Ist dann in dieser Nacht tatsächlich gestorben. Aber am nächsten Tag hat sich herausgestellt bei der Untersuchung, dass der Kühlwagen nicht richtig hat funktioniert und er bei dieser Temperatur ohne Probleme hat überleben konnte. Es war sein Glaube, dass er jetzt in diesem Umfeld ist, das ihn zum Tod geleitet hat. Eine andere Geschichte ist folgendermaßen gegangen. Ein Mann ist in ein Spital eingeliefert worden, in die Notfallstation, wo er eine Überdosis von Medikamenten. Und als die Ärzte untersucht haben, hat er wirklich alle Symptome von dieser Überdosis. Und sie haben ihn gefragt, hey, was für Medikamente hast du jetzt genau genommen? Und er konnte es nicht wirklich sagen, hat aber gesagt, er ist irgendwie in einer medizinischen Studie dabei, wo Leute testen. Und dann haben die Ärzte dieser Studie angerufen, diesen anderen Mediziner. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Patient in der Placebo-Gruppe war. Das heisst, die Medikamente, die er bekommen zum Nehmen, waren keine richtigen Medikamente, sondern nur Scheinmedikamente. Und er hat die missbraucht und hat das Gefühl gehabt, dass er jetzt eine Überdosis hat. Und als sie ihm dann gesagt haben, was wirklich abgeht, hat sich sein Zustand sofort verändert. Und damit wollte ich nicht sagen, dass das Coronavirus irgendwie ein chinesisches Placebo-Experiment ist. Nein, absolut nicht. Das existiert, das ist rum. Aber was ich sagen will, ist, hey, wenn wir uns mit Angst oder schlechten Überzeugungen in den Tod denken oder eine Krankheit an uns anreissen können, wie viel mehr können wir das Leben an uns ziehen, wenn wir unser Vertrauen und unseren Glauben in Gott hineinsetzen? Wie viel mehr wird da die Quelle vom Leben, wo Jesus Christus ist, in unser Leben kommen und uns beschützen, gesund behalten und wenn du vielleicht nicht gut fühlst, sogar heilen und komplett wiederherstellen. Und eine praktische Waffe für mich persönlich ist eigentlich Worship oder Anbetung. Und im Alten Testament sehen wir, wie der Stamm Juda bedeutet nichts anderes als Anbetung, eigentlich sogar Prophezeiung von Isaac vom Vater bekommt, dass er die Finden wird zerstören. Und wir sehen, wie der Stamm Juda verschiedene Privilegien hatte. Sie haben zum Beispiel immer vorausgehen, wenn Gott durch die Wüste das Volk Israel geleitet hat. Sie waren oftmals die, die zuerst campiert sind, wieder sind aufgestanden und weiter sind gelaufen. Sie waren auch oftmals die Ersten, die in Krieg hineingezogen. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wo sich Israel hat vorbereitet auf eine Schlacht, auf einen Krieg, auf einen Kampf. Und am Abend vorher hat sich der Stamm Juda versammelt, um einfach Gott anzubeten. Und einen Tag später sind sie in Krieg gezogen mit den zum Teil natürlichen Waffen, aber vor allem mit den geistlichen Waffen, mit dem Worship, mit dem Gesang und mit dem Schrei. Und als sie dort hergekommen, wo sie eigentlich die Finden hätten bekämpfen sollen, hat Gott in seiner absoluten Geschicktheit, Genie, was auch immer, das gemacht im Hintergrund. Als sie auf dem Weg dorthin waren, haben die Gegner auf das Volk, auf den Stamm Juda gewartet. Und in dieser Zeit sind plötzlich die Gegner vom Gegner gekommen und die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Die waren alle dort tot gewesen. Und dann ist der Stamm Juda dort hergekommen, Israel, und hat gemerkt, hey, der Kampf war gewonnen, bevor er überhaupt angefangen hat. Und wenn wir es schaffen, in einer anbetenden Haltung zu sein und zu bleiben, dann haben wir den Kampf gewonnen, bevor das jemals stattfinden konnte. Juda bedeutet nichts anderes als Worship. Und Juda selber hat auch einen Sohn, der Perez geheissen. Und Perez heisst nichts anderes als Durchbruch. Das heisst, wenn wir in dieser Worship-Haltung leben können, sind unsere Früchte nichts anderes als ein Durchbrechen und Durchbruch und ein Freisetzen vom Sieg. Gebet, geistliche Kampfführung im Gebet kann funktionieren. Aber ich glaube, dass Worship bereits der Siegesschrei ist. Der Triumph wird deklariert durch Worship. Der Augustinus hat auch gesagt, der anbetet, hat doppelt betet.
Wenn du beten, kannst du dich oftmals noch in der natürlichen Umgebung befinden. Aber Worship lüpft über deine natürliche Umgebung aus und du kommst viel weiter, als du normal wirst kommen. Und ich werde nochmal das Conny einladen und der Gianni. Wir werden nochmal zurück in Worship gehen. Ich muss die Zeit schauen. Und ich werde das wirklich noch wie freisetzen, den Geist vor Worship, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist der Schlüssel oder der Zugang, den wir jetzt neu brauchen können. Worship zieht die Gegenwart Gottes an. Es zieht sein Wesen an, seine Natur. Und Gott hat die Tendenz, in so einer Zeit oftmals das zu uns zu sein, was wir am meisten brauchen. Er ist in der Wüste durch den Tag zum Volk Israel der Schatten gewesen, also eigentlich die Woche, die er den Schatten hat gegeben, damit sie nicht irgendwie vor Hitze sie überhitzt wurden. Und am Abend war er eine Feuersäule gewesen, damit sie etwas sehen konnten und durch die Feuersäule haben Wärme gehabt. Das heisst, Gott hat sich eigentlich angepasst, um das zum Volk Israel zu sein, was sie in diesem Moment am meisten gebraucht haben. Und ich weiss nicht, wo du dich momentan befindest. Vielleicht hast du Angstzustand, vielleicht hast du Angst, dass Gott nicht versorgen wird. Vielleicht hast du Angst, wie es weitergehen wird. Ich weiss es nicht. Aber was ich will, dass du weißt, ist, dass Gott in solchen Momenten wirklich das zu dir sein will, was du am meisten brauchst. Und die Lösung oder die Heilsamkeit wird nicht in dem sein, das, was Gott zu dir machen wird oder Gott dir geben will, sondern das, was er zu dir sein will. Wenn du krank bist, glaube ich, dass Gott kommen und sich als Heiler offenbaren will. Wenn du Angstzustände hast, glaube ich, dass Gott kommen und sagen, hey, ich bin das himmlische Shalom. Wenn du Angst hast, nicht versorgt zu werden, glaube ich, dass Gott kommen und sagen, hey, ich bin Jehova Jireh, der versorgt. Darum werden wir nochmal einfach in Worship gehen und versuche einfach innerlich wirklich deine Gedanken zu füllen mit dieser Herrlichkeit. Im Worship ist dort, wo unsere Gedanken gefüllt werden mit dem Bewusstsein von Gott. Und wenn wir das machen, hey, denkst du gar keinen Platz mehr, irgendwie da reinzukommen. Darum sollst du gesegnet sein in dieser Zeit. Und ich glaube wirklich, dass Leute werden frei von Angst. Ich glaube das. Vor ein paar Tagen bin ich mit einem Kollegen in Bern rumgelaufen, wir haben jemanden angesprochen und die Person war so voll von Angst gewesen. Und wir haben über sie prophezeien, die hat angefangen zu shaken, hat angefangen zu rennen, hat ihr Leben Jesus gegeben und erlebt jetzt wirklich innere Heilung. Und ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit sind, wo Angst gebrochen wird. Und darum werden wir einfach nochmal zusammen in eine Zeit von Worship hineinkommen, um ihn zu erheben über alles andere. Presence is all I need. It's all I want and all I seek. And without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need. Without it, I'm not living. Your presence is all I need. It's all I want and all I seek. And without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need. And without it, I'm not living. And I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. There is no one like you, God.
presence is all I need. It's all I want and all I seek, and without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe, the song I sing, the love I need, and without it, I'm not living. And I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. There is no one like you, God. I lift my voice to you, and I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. No other name be lifted high. There will be no one, there will be no one like you, and no one beside you. You alone are worthy of our praise. There will be no one, there will be no one like you, and no one beside you. You alone are worthy of our praise. There will be no one, there will be no one like you, and no one beside you. You alone are worthy of our praise. And I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. There is no one like you, God. Merci vielmals, Andi. Wir sind schon fast am Abschluss von dem Gottesdienst. Und ich bitte dich doch, einfach darauf zu reagieren. Und du kannst dort, wo du daheim bist, einfach wie Gott zum Ausdruck bringen. Ich empfehle, was du mir geben willst. Vielleicht ist es Frieden, den du brauchst, so wie der Andi hat beschrieben. Oder in der Nacht ist er als Feuersäule gekommen, in der Wüste, wo das Volk Israel 40 Jahre dort durch die Wüste gezogen ist, am Tag als Woche. Öffne einfach deine Hände und sag, Gott, ich nehme, was du mir geben willst. Und das beinhaltet auch zu anerkennen, dass er dir etwas zu geben hat. Und vielleicht bist du ja dabei, bist in den Livestream mehr oder weniger reingestolpert und die ganze Sache mit Gott ist für dich noch nicht ganz so vertraut. Er will dir begegnen. Er will auch deine Hände füllen. Er will auch dir Frieden geben, Freude geben. Oder wie der Andi hat gelesen, Liebe, die jede Angst vertreibt. Du kannst es einfach ausprobieren. Das ist relativ harmlos. Es kostet ja nichts. Sondern du kannst einfach daheim sagen, Gott, wenn es dir geht, füll meine Hände mit dem, was du mir geben willst. Ich empfange, was du mir geben willst. Amen. Und jetzt zum Schluss von dem Gottesdienst möchte ich noch einmal auf die Aktion, die Nothilfeaktion für Afrika hinweisen. Wie ich ja gesagt am Anfang, in Bern haben wir schon über 30'000 Franken zusammengelegt, zusammen mit den Vineyards im deutschsprachigen Raum über 60'000 Euro. 15'000 davon haben wir schon können, über 150 Familien in 8 Ländern verteilen. Und dort die Not ist einfach gross. Und ich danke dir, dass du dort hier auch daran denkst und mitträgst. Und mit dem auch das Zusammenstehen in diesem Sinn zum Ausdruck bringst. Zusammenstehen, von uns wegschauen, uns brauchen, dort, wo Gott uns als Segen braucht. Gleichzeitig ist es jedes Mal so, dass wir in den Gottesdiensten eine Kollekte zusammenlegen, wenn wir uns physisch sehen. Das ist ja bei einem Livestream nicht gleich möglich. Das hilft uns, unsere Kosten zu decken.
Und wie gesagt, gerade Kollekten an den Sonntagen brauchen wir normalerweise für die Tätigkeiten, die eben nicht wie die Spenden steuerbefreit sind, eben die Sachen wie zum Beispiel so einen Livestream aufzugleisen. Und dort sind wir richtig dankbar, auch für deine Grosszügigkeit, für dein Mittragen, wo uns das wirklich hilft, auch dort hier im Finanzieren eben von genau diesen Tätigkeiten. Merci vielmals. Die Folie wird am Ende des Gottesdienstes noch ein bisschen länger eingeblendet sein. Falls es dir jetzt zeitlich noch nicht ganz gelangt hat, kannst du dein Handy holen. Genau, und dann dort dich auch beteiligen. Und damit ein paar Ankündigungen zum Schluss. Eben wie immer, es gibt immer viele neue Leute, die bei uns in den Gottesdienst hineinschauen. Und normalerweise haben wir die Freude, ihnen ein Geschenk zu geben. Auch das ist virtuell natürlich ein bisschen schwieriger. Und darum bitte ich dich, dass du dich bei uns meldest, wenn du am Hineinschauen bist, dort hier uns schreibst auf die eingeblendete Adresse, dass wir dir ein virtuelles Geschenk schicken können. Gleichzeitig, wenn du uns möchtest kennenlernen und sagst, hey, ich möchte so ein Kennenlerngespräch, ich möchte ein bisschen mehr über die Vineyard erfahren und möchte auch, dass ihr mich kennenlernen könnt, kannst du dich genauso über die E-Mail-Adresse dort hier melden. Jeden Donnerstag verschicken wir zudem einen Info-Newsletter mit einfach ein paar Sachen, die uns wichtig sind. Wenn du den nicht bekommst und sagst, hey, eigentlich möchte ich auch so ein Update bekommen, dann darfst du dich genauso auch melden, dort hier auf dieser eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und so können wir miteinander auch im Kontakt bleiben. Dann ist es heute so, dass wir das letzte Mal den Livestream in Berndeutsch machen. Wir haben, als wir den Livestream angefangen haben, gesagt, wir wollen unbedingt gerade aus dieser Krise heraus die Menschen, die sich hier zu Bern, zu der Vineyard Bern zählen, ansprechen und darum unsere Herzenssprache dort hier den Livestream durchführen. Jetzt ist es aber so, dass im deutschsprachigen Raum ganz viele Menschen zu uns nach Bern schauen und wir auch dort einfach eine Berufung haben, ein Segen sein über Bern hinaus. Und gleichzeitig hat es so in der Vineyard Bern Menschen aus anderen Kulturen, die nicht so gut Zugang haben, wenn wir Dialekt reden, weil sie zuerst Hochdeutsch reden. Und darum haben wir uns entschieden, ab nächstem Sonntag den Livestream in Hochdeutsch durchzuführen. Genieß die letzten Sätze auf Berndeutsch. Und dann kannst du wissen, wenn es mir natürlich auch schwieriger fällt, Hochdeutsch zu reden als Berndeutsch, wir machen das aus einem guten Grund. Wo da gibt es ganz viele Menschen, die sonst keinen Zugang zu diesem Livestream hätten. Vielen herzlichen Dank für dein Verständnis und für dein Mittragen von dem. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Kraft. Ich wünsche dir viel Frieden. Ich wünsche dir, dass Gott deine Hände füllt, dass du ein Segen kannst sein in dieser kommenden Woche. Ich bete für Kreativität, dass er dir zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, wie du anderen Menschen Gutes kannst tun, wie er sich durch dich anderen Menschen zeigen will. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ich möchte in dieser kommenden Woche einfach mal in ein Altersheim anrufen und schauen, ob sie mich mit jemandem verbinden, der einsam ist. Ich probiere das aus und gebe dir nächste Woche Bescheid, was passiert ist. Und jetzt, Gianni, freue ich mich, dass du zum Ausklang von diesem Gottesdienst ein paar Eigenkompositionen uns noch mit auf den Weg gibst.
Wollt ich suche im Heiligtum und mich dir ganz hergeben. Wollt alles hinter mir lassen, was war. Öffne die Tür vom Heiligtum in leuchtende Klarheit. Da dringt jeder Herz um